10 Minuten zo. Dann wird das Wort, Herr Moser. Ja, merci, Herr Präsident, auch liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist ein Sujet, den ein bisschen neu ist, an den eigentlich Orlo eine gewisse Aktualität gekriegt hat, durch den gewissen Präsident mit der Administration, die wir an den Vereinigten Staaten haben, an die dazu feiert, dass zu Recht immer mehr Leute, aber auch Akteure, sich Gedanken machen über als viel zu viel groß Aufhängigkeit, was international Bezahlsysteme betrifft. Just für ich da eine Zahl zu nennen, die zwei größten Bezahlsysteme sind, die wir wahrscheinlich alle gut kennen, weil wir sie an unseren Taschen haben, das Visa und Mastercard. Ihr müsst wissen, dass an Europa 61% von allen getätigten Transaktionen über die zwei Bezahlsysteme gemerkt werden. Muss ich auch wissen, dass es zwischen ganz vielen europäischen Ländern gut keine Möglichkeit gibt, für eine Rechnung zu bezahlen, wenn man nicht über einen von diesen doten Bezahlsystemen fährt, was ich also weiß, wie groß als Aufhängigkeit ist. Aber muss den Herr Trump einkehr die schlechte Idee hat, für da auf die Knöpfchen zu drücken, da können wir vorkommen, dass bei uns Großteile von der Wirtschaft nicht mehr könnte funktionieren, weil die Leute einfach nicht mehr könnte bezahlen. Das ist also ein ganz, ganz seriöses Problem. An hier stellen sich prinzipiell Fragen von Souveränität von Europa, von Resilienz von Europa, auch schlussendlich auch von Kontrolle von Daten von ganz vielen Menschen, die so Kreditkarten haben. Was lebt am Moment von Initiativen europäischen Plan? Und ich will doch darüber den Finanzminister ein bisschen ausschwätzen. Da geht es für die sogenannten europäischen Bezahlsystem Vero. Das ist eine Initiative von 5 Ländern, wo Lützeburg oft dazu gehört. Das soll über so ausgedehnt gehen, ob 2 Länder mehr. Ich meine, das ist eine ganz interessante Idee ist. Wie so oft für den aber gefühlt, dass ein bisschen stockt. Und ich wäre auch da froh, wenn der Minister vielleicht kennt so und wer das hängt, so aber auch diesen System kann just funktionieren, wenn man da eine Akzeptanz auch von europäischen Banken und respektiv auch von den europäischen Geschäftsleuten. Weil nicht mehr, wenn die das akzeptieren, kann das auch funktionieren. Den zweiten Punkt, das ist die Direktüberweisungen. Da haben wir für noch nicht so langer Zeit auch in der Chambre diskutiert, sogenannte SEPA. Auch das ist eine Möglichkeit, für die Toten zu kontrollieren, für da mit autonom zu gehen. Auch da wollte ich vom Finanzminister wissen, wo sind wir da drin. Ich meine, dass das auch ein wesentlicher Punkt ist. Und dann drittens, und das ist auch schon eine ewig lange Diskussion, den digitalen Euro, die noch schon seit Jahren an der Diskussion ist. Ich habe allerdings gelesen und hören, dass die europäischen Banken aufhängen, sich gegen den digitalen Euro aus allmählichen Ursachen, die ich noch nicht will, resümieren, zu wehren. Auch noch zwischen den EU-Memberstaaten wäre da nicht mehr unbedingt der größte Konsens. Und dafür wollte ich auch da wissen vom Finanzminister, wo wir da dran sind. Ich meine, dass sich hier wirklich frohe Stellen auch von zukünftiger Teil von Industriepolitik. Hier brauchen wir gemeinsame Standards und Frieden sich eigentlich hier wert, dass man nicht so eine Art Airbus, europäischen Airbus von den Zahlungsmitteln könnten en Platz setzen. Ich meine, da wäre ganz viel Leute ganz froh darüber und schlussendlich mengen ich auch, dass es darum geht, und ich will, dass ich da ganz viele Kollegen auch aus dem Herz schwätzen, geht auch darum, dass man endlich die Aufhängigkeit von den Big Techern reduzieren. Hier haben wir mit Apple und mit Google, die haben noch ein Monopol. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ungesund.
Das also last but not least auch eng geopolitisch Herausforderung an dafür werden ich mat Spannung op den Fahrten die Schlowert vu Herr Finanzminister kree. Merci. Merci, Herr Moser. Und da gibt den Herr Finanzminister Gilles Roth nach Remolfurt kriegen. Merci, Herr Präsident, die Damen und die Herren. Datei mag vielleicht technisch klingen, aber es berät einfach Leid praktisch allen Menschen an ihrem gesamten Alter. Und dafür erlaubt man kurz auf die einzelnen Punkte, die da zu Recht abgelöscht wird, anzugehen. Die schwätzt natürlich von einer strukturellen Abhängigkeit von Europa. Und ich meine, das ist richtig, weil das ein Thema, das Europa als ganz betrifft. Gerade wenn wir gerade in Europa und der Europäischen Union immer mehr über Digitalisierung, Innovation, Bezahl-Appen, Kryptoen und Fintechen schwätzen. Und das betrifft auch Lützeburg, weil wir konsequent auf Innovation, besonders an dem Finanzbereich, sitzen. Und dabei stellt sich, wie das richtig gesagt wird, natürlich die Frage von der Unabhängigkeit am Bezahlverkehr, aber vor allem auch die Souveränität am Bezahlverkehr. Nun, ob die einzelne Frage, wo steht Europa an seiner Bezahlinfrastruktur? Europa hat eigentlich einen einheitlichen Bezahlraum schon geschaffen, mit gemeinsamen Regeln, und das ist nicht neu, weil das geht auf 2002, also praktisch 25 Jahre zurück. Und das ist der sogenannte SEPA-Raum, also einen einheitlichen Bezahlraum mit den selben Standards. Heute machen 41 Länder mit bei dem SEPA-System, in einzigen europäischen Raum für elektronische Überweisungen an auch Lastschriften, sogenannten Direct Debit. Nun, eine Euro-Überweisung von Lützeburg auf Finnland, das ist eigentlich so einfach wie eine Nationaltransaktion. Ja. Und das lief über den SEPA-System, was auch an den Konditionen Generalen liest, weil an der Regel nicht viel Leute von allen Banken dabei sind. Das ist ein wesentlich, wie die zu erkruchten, das ist eine wesentliche Vereinfachung für die Leute, aber natürlich auch für die Betriebe, besonders zu Lützeburg, weil wir ganz viel übergrenzschreitende Verkehr Niveau von den Betrieben haben. Und der SEPA, den organisiert die Bezahlungen. Aber Europa hat auch seine eigene Infrastruktur. Das klingt ein bisschen technisch, aber das ist die sogenannten T2-System. Das ist eine Bezahlplattform von dem gesamten Euro-System. Und dieses System geht von der Europäischen Zentralbank zu Frankfurt zusammen mit den nationalen Zentralbanken betrieben. Sie garantiert, dass eine Bezahlung nicht nur geschickt wird, wie Herr Kruchten gesagt hat, sondern dass auch definitiv in allem aufgerechnet wird. Das heißt am Plus bei den Mengen und am Debit bei dem anderen. Und das ist ein Zentralbankensystem, den die Sicherheit gibt und auch Banken da unter den verbindet. Weil es sind über 1000 Banken, die halt direkt angeschlossen sind mit den Filialen. Es sind das weltweit über 40.000 Banken an natürlich alle guten hier Klienten. Und da geht es natürlich auch, wie dir gesagt hast, den Instant Payment, also Echtzeitüberweisung von Konto auf Konto, die laufen auch über das System. Die erinnert dich, dass wir zum Ende vom letzten Jahr auch hier am Haus über die Gesetzgebung aufgestimmt haben. Den Instant Payment, das soll die neue Norm gehen an Europa. Ich meine, das sieht all der, wenn der Währung auch zu Lützeburg merkt. Und das führt Leute an auch Betriebe, weil die frohen werden. Dafür kontrolliert Europa eigentlich seine Bezahlungsinfrastruktur. Das muss man noch weiter ausbauen. Mit den Alltag, die bleibt Realität. Aber viele Bezahlungen laufen auch immer über nicht-europäische Bezahlnetzwerke. Und da kommen wir hin, das ist zum Beispiel Visa oder Mastercard oder die sogenannte Big Techs, wie die es auch genannt haben, wo sind die mal an den USA an China. Das heißt, es fehlt aus sich und einer eigenständigen europäischen Bezahllösung für den Alltag. Europa schafft doch darum, die Lücke zu schließen. Und das ist auch eine von den Hauptrekommendationen an dem sogenannten Draghi-Rapport für die Spur an Investitionsunion.
Et Banken ha an Europa die auch dafür zu Summe gedoen an dafür huder zu Recht die sogenannte Vero-System heieren, die in 2024 gestartet gin ass an dat as us sech eng europäisch Bezuel-App. Die Lesung sind die sogenannten Instant Payments, bezuelen also an Echtzeit. Direkt von einem Konto auf den anderen, und das geht auch einfach über eine App von dem Handy. Und das geht auch, weil das geht immer mehr drauf zurück, auf die sogenannten E-Commerce. Das heißt, wenn ich etwas online bestellen, auch dummer da bezuelen. Und dafür geht auch darum geschafft, für darüber raus nach dem sogenannten Vero-System auch am Einzelhandel anzuführen. Und da sind natürlich Großlitzebuer Privatklients wollen nicht gerne Retailbanken, wie das dann ernst ist, mit dabei, das die Spurkäse, das die Banque Generale, das die Bill, das dann darüber hinaus nach finalem teilweise die Haut 100 Jahre feiert an Post. An der Start hat zu Lützeburg stehen als das Jahr am Juni. Das weist die europäischen Banken an Dienstleister und die Infrastruktur an auch die nötige Kapazität für so eine Lösung anzubieten. Nun, wie könnt ihr der Digitalsuchen mit anspielen? Parallel dazu kriegen die Digitalsuchen immer mehr Bedeutung für Kryptowährungen. Und dafür haben wir auch hier an der Chambre den EU-Kader mit der sogenannten MiCA-Reglementation geschaffen, wo wir eigentlich als eng von den ersten Länder an der Europäischen Union das auch an der Praxis umgesetzt haben. Und die Kader fördert natürlich die Innovation, schützt auch den Benutzer. Das sind die zwei Kriterien. Innovation, einerseits den Benutzer zu schützen, und dafür gibt es noch die nötige Sicherheit. Da gehen wir darüber raus bei den digitalen Euro. Das heißt, dass man hier bei einer europäischen Währung auch den digitalen Wandel haben. Wir so nachher ganz klar, das auch zu Brüssel ganz klar bei den Finanzministern oder den Eurozone-Ministern, nämlich, dass Bargeld nicht dadurch ersetzt wird, sondern dass den digitalen Euro komplementär zu dem Bezahlen mit Bargeld ist. Und dafür steht auch den digitalen Euro zur Innovation. An geopolitische Veränderungen haben natürlich dazu gefordert, dass das Projekt von dem digitalen Euro, die von der EZB, von Frankfurt, der Europäischen Zentralbank, getrieben wird, dass den muss akzeleriert gehen. Auf politischem Niveau habe ich eigentlich bislang noch immer konnte feststellen, dass kein den digitalen Euro auf politischem Niveau so richtig aufgestaltet, dass die technischen Details, die diskutiert werden, mit die im Moment zumindest standhaut, werden die Diskussionen an den einzelnen technischen Arbeitsgruppen zu Brüssel sind, an die richtige Richtung gehen. Und wir stehen als Lützeburger natürlich selbstverständlich da handelt nach einkehr den digitalen Euro nicht Ersatz zu dem Bargeld-Euro, mais komplementär zu dem Bargeld. Dafür muss ich die Erbechten begleiten, standhaut als für eine Aufhörung definitiv 2029 geplant. Das heißt aber nicht, dass 4 Drohnen könnten Pilotprojekte laufen für die Festphase von dem digitalen Euro auch 14. Danach ein Lechtwort, das über die Resilienz von dem Bezahlverkehr, weil das ist ganz einfach essentiell. Die Kontinuität von den Bezahlungen, die hängt natürlich von geopolitischen und auch geoökonomischen Risiken auf. Dafür muss man auch gegen Cyberattacken vor allem schützen. Und dafür haben wir auf europäischem Niveau die sogenannten DORA-Reglementation. Und ich meine, die haben wir auch zu Lützeburg umgesetzt. Und das ist eine gute Schutzmauer, die wir weiter abgerichtet haben. Europa möchte viel. Wir machen auch zu Lützeburg viel. Mit die Zahnräder, die müssen weiter an den Nähe greifen, weil das nötig für die Stabilität von dem gesamten Bezahlverkehr.